Krieg bleibt immer gleich. Und somit grüßt ihr zurück zu Fallout 4. Heute machen wir wieder eine ganz normale Episode. Heute wird nichts erzählt. Wir werden uns heute der harten Realität schlagen oder entgegenstellen und werden die Siedler interviewen. Zum Glück haben wir die Ada dabei, da müssen wir keine moralischen Werte begutachten. Wir können uns verhalten, wie uns die Schnauze gewachsen ist. Genau. Es war es aber nicht. Ich bräuchte Strömle. Gibt es die Möglichkeit, etwaig Strom herzustellen oder so irgendwie? Machen wir das so. Wow. Warte mal. Also na, okay, dann geht es nur so her. Ja, weißt du was? So, keine Ahnung, was wir in dem Raum da machen werden. Später oben raus. Aber irgendwas wird uns da schon einfallen. Vielleicht machen wir Puff draus, ich weiß noch nicht. Wie kann er es wagen? Ja, dieser Vault hat geöffnet. Was, weil ich das gewusst hätte, dass das Fallout 4 mit dem Controller besser geht als mit Maus und Tastatur, hätte ich ja schon bei weitem früher angefangen. Ja. Ah, das können wir nicht zerstören, schade. So, also nur gut, dass die Siedler alle zusammen zu geduldig sind. Ah, da können wir nichts machen, aber das können wir noch weg tun. 6, es bringt Stahl und Kupfer. Drum hieß ja auch ein Sprichwort meines verblichenen Uropas auch immer: Mach dich nicht vom Acker ohne deinen Tacker. Ist natürlich aus Hotshots, aber das ist Nebensache. So, was haben wir denn da? Das da machen wir weg. Ich weiß ja gar nicht, was wir da einer da könnten. Mein Sixt, mit denen müssen wir uns auch einmal befassen. Da werde ich mir aber Hilfe suchen bei einem gewissen Kanal, der das schon einmal aufgearbeitet hat. Ich aber bis heute noch nicht so ganz verstanden habe. Das ist natürlich halt immer so eine Sache, gell? Wenn du etwas machen willst, such dir zuerst Hilfe, oder? Du bist so stur wie und probierst es im Alleingang. Meistens geht es halt dann daneben. Leider. Okay, das machen wir später. So, wir werden jetzt mal reden mit den Siedlern. Hallo. Warte einen Augenblick, dann können wir anfangen. Bitte, tritt vor. Ah, ja. Willkommen. Willkommen. Das hier ist also ein Vault, ja? Ganz richtig.
Und du könntest einer unserer glücklichen neuen Bewohner sein. Ihr habt hier in dem Vault was zu essen, oder? Natürlich. Und die Chance auf ein neues Leben. Aber erst ein paar Fragen. Was ist deiner Meinung nach die Aufgabe einer guten Regierung? Regierung? Wovon zum Teufel redest du? Ist okay. Wir gehören zu den Guten. Beantworte einfach die Fragen. Du scheinst in Ordnung zu sein. Okay. Wie ich gehört habe, ist die Regierung schuld daran, dass alles radioaktiv ist. Für unseren Spezialauftrag kommst du nicht in Frage. Aber willkommen im Vault, deinem neuen Zuhause. Wenn sie repräsentativ für die Leute an der Oberfläche ist, muss es draußen rauer zugehen als gedacht. Bist du bereit für das nächste Gespräch? Wieso war sie als Testsubjekt ungeeignet? Zweifler und Zyniker liefern nur selten gute Daten. Nein, wir brauchen jemanden, der bereit ist zu kooperieren. Machen wir weiter. Okay, hallo. Willkommen in Vault 88. Das hier ist ein echt nettes Plätzchen. Sehr nett. Und ich kann gehen, wo immer ich hin will, ja? Soweit angemessen? Ja. Aber ich habe eine Frage an dich. Klar, sicher. Was willst du wissen? Eine hypothetische Situation. Sagen wir, der Reaktorkern schmilzt und du bist der Einzige, der das verhindern kann. Stimmt irgendwas mit eurem Reaktor nicht? Nein, alles in Ordnung. Wir tun nur so, als ob. Also, du kannst die Kernschmelze verhindern. Aber du wärst extrem starker Strahlung ausgesetzt. Was tust du? Naja, was immer du willst. Wenn es okay ist, würde ich mich jetzt gerne mal umsehen. Denk etwas über die Frage der Aufseherin nach und beantworte sie. Ah, okay. Ihr wollt, dass ich für euch in den Reaktor springe? Bitte. Das macht doch keiner. Wenn du dran denkst, uns abzuziehen, lass es. Hört zu. Da oben ist die Hölle. Wenn ihr mir was zu essen und einen Platz zum Schlafen gebt, benehme ich mich auch. Erwarte aber nicht, dass ich für euch in einen Reaktor springe. Ich glaube, wir könnten ihn in unserem Vault gebrauchen. Solange ihr aufrichtig seid, werde ich es versuchen. Ehrlich. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Du kannst bleiben, aber du bist nicht das, wonach wir suchen. Nur zu. Mach dich mit deinem neuen Zuhause vertraut. Was für eine eigenartige Person. Für unsere Experimente ist er ganz klar nicht geeignet. Hoffentlich sind aller guten Dinge drei. Nur Interesse halber. Wieso kommt er nicht in Frage? Ein Lügner würde keine verwertbaren Antworten geben, aber die brauchen wir von einem Testsubjekt. Nein, er wäre völlig ungeeignet. Lass uns das nächste Gespräch führen. Wie du meinst. Hallo. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Wow, eine echte Aufseherin. Oh, ich freue mich unheimlich, hier zu sein. Hallo, mein Name ist Clem. Ah, ja, Clem also, ja? Bevor du es dir hier bequem machst, habe ich ein paar Fragen an dich. Oh, klar, sicher. Ich beantworte gerne deine Fragen. Nun, sehr schön. Stell dir folgendes Szenario vor. Du wurdest zum Wachdienst eingeteilt. Du weißt schon, aufpassen, dass niemand hier eindringt. Plötzlich hörst du eine Frau im Vault schreien. Was machst du? Ich soll was bewachen? Klar, das kann ich. Ich kann direkt damit anfangen, wenn du willst. Aber ich kann keine Schreie hören, Frau Aufseherin. Du musst nicht nervös sein. Denk nach und antworte dann. Ja, tut mir leid. Naja, wenn du sagst, ich soll Wache halten, dann halte ich Wache. Und ich verlasse meinen Posten nicht, solange du mir das nicht sagst.
Ist das okay? Und noch eine Frage. Was kannst du mir über deine Mutter sagen? Oh, sie ist gestorben. Aber sie war nett. Du hättest sie gemocht. Sie hat mal eine Maulwurfsratte getötet. Wirklich? Das ist erstaunlich. Beschreibe die Eigenschaften, die du am meisten an ihr bewundert hast. Naja, sie war stark. Wegen der Maulwurfsratte. Und sie, hat mir zu essen gegeben. Oh Gott, tut mir leid. Der Ort hier ist so viel besser als die Absteige, in der ich gelebt habe. Ich mag ihn. Ich glaube, wir haben unseren Mann gefunden. Danke. Was habt ihr gefunden? Wir suchen einen Freiwilligen, Clem. Jemand, der ein paar neue Geräte ausprobiert, die allen helfen werden. Hast du Interesse? Du meinst, ich darf bleiben? Ich meine, natürlich. Ich helfe euch. Ich helfe gerne. So bin ich. Der alte Clem. Immer bereit zu helfen. Ja. Ich glaube, du passt perfekt. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Jetzt, wo wir Clem haben, können wir anfangen. Als erstes muss er anständig angezogen und ausgerüstet werden. Es sollten Vorräte im Empfangsbereich beim Eingang sein. Energie. Statte Clem mit einem Voltanzug aus. Clem, wir machen jetzt aus dir einen echten Vault-Bewohner. Was hat er denn mit, hä? Weißt du was? Die 11 Kronkorken, die kann er sich halten. Die kann er sich auch getreu an seine Backe kleben. Genau. Wir haben ja da irgendwo... Ich bin eine Dorfhupen. Mir ist gerade was aufgefallen. Was ich nämlich nicht gemacht habe. Warte mal kurz, was sind denn die jetzt da? Da. Ich mach das schon. Ah. Versprochen. Unsere ersten Vault-Bewohner. Was für ein Moment. Aber gut, zurück an die Arbeit. Training ist von Natur aus eine egoistische Aktivität. Anstatt seine Zeit zu nutzen, um die Ziele der Gemeinschaft zu fördern, verbessert der Bewohner seine Physis über die Minimalanforderungen hinaus. Vault-Tec hat dafür eine Lösung gefunden, das Powerrad 1000. Während du strampelst, versorgst du zugleich den Vault mit Strom. Eine perfekte Lösung für ein an sich schädliches Verhalten. Theoretisch klingt das alles richtig. Wir müssen das Hypothetische nur Realität werden lassen. Der Prototyp ist nicht perfekt. Es gab Probleme bei der Entwicklung. Vielleicht auch ab und zu Hirnblutungen. Ja, Aufseher? Ach, Clem, mach dir keine Sorgen. Dieses Modell wird nicht dieselben Fehler haben. Oh, gut. Naja, vermutlich, zumindest. Ich lade dir die Pläne auf deinen Pip-Boy. Bau das Ding und schließ es an ein Terminal an, um die Parameter für das Experiment festzulegen. Lass Clem schuften. Ich brauche Energie. Sie braucht Energie. Energie brauchen wir alle. Ich habe immer so einen Hunger. Weil du kannst gern essen. Wenn du was findest, was essbar ist, kannst du es gern nehmen. So. Bla 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 bla. So, warte mal kurz, wir stellen das Powerrad daher. Dann benötigen wir Strom. Strom. Das ist eine Sache mit dem Strom. Die Idee kam aus dem alten Rom. Warte mal kurz. Wo ist... Hä?
Ah, da oben. Batsch, das haben wir einer daher, ha? Was hältst du davon? Wahrscheinlich gleich wenig wie ich. Das schaut jetzt zwar ein bisschen scheiße aus. Naja, gut. Naja, vielleicht kriegen wir eine Stripperin. Aus. Die kann uns ja dann was vortanzen. Ja, jetzt ist halt nur die große Zweierfrage. Boah, das wird so scheiße ausschauen. Warte mal. Wie machen wir das am blödesten? Wir verfahren einmal mit den Quagel da irgendwie halt so und so. Ah, ist das schön mit der Ada. Da brauchst du auf nichts achten, da kannst du tun und machen, was du willst. Kein Begleiter, der da irgendwas sagt, was du zu machen hast oder wie du denken musst, gell? So. Aber die Aufseherin ist ein richtig unterhaltsamer Kerl, muss ich schon sagen. Also, puh, an der ist ein richtiger Psychologe verloren gegangen. Wenn ich das jetzt mal mit meiner dekadenten steirischen Schnauzen sagen darf. Wo bin jetzt da denn? Hä? Ah, da ist er. Ja, das schaut jetzt scheiße aus, ich weiß, lass mich in Ruhe. So. Mehr da. Boah, das schaut ja immens scheiße aus. Na gut. Erhängen wird's ja wie da keiner, oder? Na gut. Bei der Fallout 4 KI bin ich mir da nicht mehr so sicher. Okay, aber wo ist denn jetzt das Rad da? Das Rad ist hier. Ein guter Rad ist teuer. Was? Klemm, mein Gutester, du stehst im Weg. So, nur den ganzen Scheißen an einer Terminal zugeschlossen. Wenn ich doch nur wüsste, wo das Ganze ist. Hier wird es nicht sein. Das kleine Termilein. So, da ist es nicht. Es wird wahrscheinlich unter Dekorationen sein. Na, da ist nicht. Sonstiges. Bla 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 bla. Amerika, jawohl, das ist halt immer wichtig. Genau. Ja, und jetzt wissen, wo die Terminals sind. I don't know. Na, da sicher nicht. Na, da auch nicht. Ressourcen vielleicht, sonstiges. Nö. Energie. Da waren wir schon. Stecker, Schalter. Ich brauche ein Terminal. Terminal. Hallo. Terminal. Ich brauche ein Terminal. Ein Terminal. Energie, Licht, sonstiges.
Hier ist das Terminal. Das stellen wir da hinten her. Wenn man uns dann einen Rumpler macht, dann wissen wir, wer schuld ist. Der Clem. So, und jetzt? Hä? Warte mal. Jetzt da. Powerrad-Experiment. Eigentum von Voltec. Powerrad, bla bla bla. Zusätzliche Energieerzeugung. Parameter, warte mal. Zusätzliche Energieerzeugung. Forschungsaufzeichnungen. Durch Zufügen von Elektroschocks beim Unterschreiten akzeptabler Werte für die Umdrehungen pro Minute kann die Menge der einer erzeugten Energie erhöht werden. Spannung nach mehreren fehlgeschlagenen Experimenten um 50% verringert. Siehe Autopsie 100K, 130K und 130L. Hinweis, es wird empfohlen, einen Feuerlöscher in Griffweite zu haben. Ach, ist das schön. Anreize für längere Benutzung. Forschungsaufzeichnungen. Im Rahmen vieler Durchläufe haben wir bei einigen Versuchspersonen einen körperlichen Widerstand gegen Powerrad-Tests festgestellt. Der Einsatz von Zwang oder psychischen Druck zur Durchführung können sich in Vaults mit geringer Anzahl an Sicherheitspersonal als problematisch erweisen. Nach heimlicher Injektion von Buffhaut in geringen Dosen kann die Versuchsperson nicht nur länger und schneller in die Pedale treten, sondern assoziiert irgendwann auch die narkotischen Effekte mit dieser Aktivität. Im Labor haben wir dies nur einmal getestet. Nachdem die Versuchsperson 43 Stunden ununterbrochen gefahren ist, erlitt sie einen Herzstillstand. Ich würde empfehlen, die Dosis für das eigentliche Experiment zu verringern. Das ist auch lieb, ja? Umgebungsoptimierung. Forschungsaufzeichnung. Das Team von Dr. Riley hat trotz Bedenken mit seinen Tests eine vollkommen andere Richtung eingeschlagen. Riley ging davon aus, dass die Produktivität erhöht werden könnte, wenn das Powerrad 1000 mit einem positiven Naturfeedback assoziiert würde. Durch die Verwendung ätherischer Duftöle, beispielsweise Lavendel und Orange, konnte der Powerrad-Typ einen starken Ersteindruck hervorrufen. Der sanfte Klang von Wellen am Strand mit einer Lautstärke unterhalb der Hörschwelle wurde ebenfalls hinzugefügt. Die Energieerzeugung bei diesem Experiment war ein absoluter Fehlschlag. Ich glaube nicht, dass Ted trainiert. Dr. Brown. Okay. Was macht man? Notizen von Dr. Brown. Schau mal. Das Powerrad 1000 ist bereits erfolgreich. Verschwenderische körperliche Betätigung wird zu sauberer Energie. Jedoch mache ich es dem F&E-Team zur Aufgabe, noch weiter zu denken. Wie können wir dieses Produkt noch verbessern? Eröffnet es Möglichkeiten, andere Ziele von Vaultec voranzutreiben? Ich plädiere entweder das oder das. Anreize zu längeren im Rahmen. Das war das mit dem. Na, das ist mir dann schon ein bisschen zu makaber. Obwohl auch sehr halt, ne? Umgebungsoptimierung. Was war das? Nee, das war Fehlschlag. Weißt du was? Wir werden das erste nehmen. Parameter übernehmen. Lass Clem eine Stunde lang fahren. Ich mach das schon. Versprochen. Wer huckt dich hin? Ja?
Hi. Oh Mann, tut mir leid. Ich hab deinen Vault kaputt gemacht. Ich war so aufgeregt und wollte gute Arbeit machen. Also bin ich immer schneller gestrampelt. Und dann war plötzlich der ganze Vault hinüber. Bitte, schmeiß mich nicht raus. Was? Das Powerrad hat offenbar einen EMP erzeugt. Faszinierend. Ah Gott, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Das ist genau mein Humor. Ich habe mir die Daten des Powerrads angesehen. Großartige Arbeit. Das Powerrad bringt unser Testsubjekt auf intelligente Weise dazu, alles zu geben. Kopf hochklemmen. Bei dem Tempo hättest du noch 10 bis 15 Minuten ohne Langzeitfolgen weiterstrampeln können. Für das nächste Experiment brauchen wir etwas von draußen. Vault-Tech hat die chemische Forschung an Hallucigen Incorporated ausgelagert. Die Ergebnisse hätten eigentlich schon vorliegen müssen. Da der Postdienst ausgefallen ist, muss eine andere Lösung her. Oberfläche. Bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ausgezeichnet. Hol einfach das Paket für Aufseherin Barstow. Sobald wir das haben, können wir mit dem nächsten Experiment anfangen. Ja, herrlich, das ist genau mein Humor. Hihi. Herrlich. Ada, komm, wir müssen es tun. Ah Gott, ist das schön. Ach, das freut mich. So, Commonwealth. Ach, schön. Ah Gott, ich bin ja gerade, also ich überlege mir gerade, wenn ich in der Zukunft irgendwann nochmal Fallout 3 spiele, wie ich das ein bisschen so ins Absurde ziehen kann, weißt? Da ist was wieder so eine Szenerie, weißt? Das ist absurd. Das finde ich so richtig, es ist genau mein Humor, gell? Also, wenn irgendwo Dinge explodieren, einmal Karte, bitte die Karte, da ist das, da müssen wir her. Wir haben das zwar schon abgeschlossen, aber wir gehen gleich durch den Hintereingang, gell? Mhm. Aber so richtig machen wir das. Ah Gott, oh Gott. Da gibt es irgendwo einen Hintereingang. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Sie werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Na, ich hoffe doch, dass diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Da müssen wir einer. Wir gehen durch den Hintereingang. Taran, taran, taran. Ich möchte nur schauen, ob die da respawned haben. Schmutzige Armeeuniform. Das Chat haben wir was sagen. Sehr schön. Ah. Wenn ich mir diese Ausrüstung ansehe, fühle ich mich hier wie zu Hause. Wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Ada, das glaube ich da sofort, dass du da daheim fühlst. War da irgendwas? Nö. Außer ein Ordner. Hallo, nackte Frau. Ah, schön. Aber wie gesagt, das ist genau mein Humor. Da müssen wir auch noch her. Oh Gott.
Wir haben noch so viel zu tun. Wer bist denn du? Raider. Sehen Sie sie, Ma'am? Der war jetzt gut. Hat man schon wieder zugesagt. Wow. Hör mit den Scheiß. Will sich noch wer mit uns anlegen, hä? Will sich noch wer mit uns anlegen, hä? Musst aufpassen, mit unseren ranzigen Milchbackel an Charakter ist alles möglich. Ah, das zieht schon wieder ein bisschen. Ich glaube, ich muss noch mal das andere Aufnahmeprogramm nehmen. Wauzi. So, komm, Ada, wir haben zu tun, wir haben zu tun. La 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 la. Erstattet der Aufseherin Berichte, das machen wir doch glatt. Ach, ist es herrlich. Christi, Ada. Ah ja, stimmt, ich habe da eine Schnellreise hergelegt. Aber warte mal. Boah. Das lassen wir dabei alles so. Siehst du? Ein bisschen was haben wir noch. Ah, was wollte ich da jetzt eigentlich? Fünfziger haben wir nix. Hm. ...215, da wir verlieren aber sehr viel, ha? Kompensator. Wurscht. Aber ich weiß, dass ich irgendwo auf 50er Munition hinter habe. Kaliber 50. Aber weißt du was? Ich weiß nämlich nicht, wo ich das Gleisgewehr hingelegt habe, ich Trottel. Hm. EF, na, das haben wir schon lang vorbei. Hm. Ich weiß nicht, wo ich das schöne Gleisgewehr hier habe.
Warte mal, wo können wir denn das Gewand dabei hin tun? Das Gewand, was wir jetzt nicht brauchen, können wir dabei da rein tun. Da ist da mal unten in die Truhen dazu. Wo hab ich das Gleisgewehr hier da? Oder ist es noch an der Red Rocket? Ich weiß es nicht mehr. Hoppala. So, jetzt machen wir mal weiter, damit wir diesen Vault abschließen können. Weil dann können wir uns nämlich gleich auf die nächsten Aufgaben konzentrieren, weil ich möchte jetzt so bald wie möglich ins Institut. BZW. Wir werden uns dann die Curie schnappen, dass wir die Curie abschließen können. Genau. Ich glaube, da bin ich falsch. Kann ich da noch irgendwas wegtun? Nö. Na, da bin ich sogar richtig. Ach, schön. Brauchen wir die anderen 2 Siedler dabei? Eigentlich nicht, gell? Verstehe. Jo. Klar. Sehr gut. Ich mach da noch schnell ein bisschen weiter. Du weißt ja, wie es heißt. Ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich's ganz schön ungeniert. Ja. So. Liefern die Teile jetzt Wasser? Na, ich muss das nächste Mal wieder das andere Aufnahmeprogramm nehmen. Ich habe insgesamt mittlerweile 3 Aufnahmeprogramme. Und durch das, dass mein PC schon relativ alt ist und ich einen absolut, wie soll ich das jetzt erklären? Ich hab den Geist einfach nicht, dass ich mich hinhuck und stundenlang was probiere, nur dass das dann für einmal geht, weißt? Es ist, nein, den Geist habe ich nicht. Da laufe ich doch lieber Amok. Amok laufe ich da. Mhm.